Okay, Chavez. Mal sehen, was du vorhast, bevor irgendwer vor lauter Langeweile von den Tests wieder zurück an die Arbeit geht. Stellen Sie Ermittlungen in Dr. Chavez Privatpraxis her. Nee, stand da nicht. Stellen Sie Ermittlungen in Dr. Chavez Privatbüro an. Code 2178. Okay. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Assembly. Es sind kurze Folgen, ich weiß, aber na, ihr habt sowieso nicht so viel Zeit zum Schauen. So, mal schauen. Okay, die eine Person, Madeline Stone, die möchte Lehrerin werden und ist da gefangen, gekidnappt worden. Durch zur Bakteriologie. Da gibt's nichts für mich. Hier dreht sich alles darum, was in der Virologie läuft. Da will ich auch nicht hin, Dankeschön. Ja, die ist entführt worden und irgendwie wird sie unter Tests gestellt, weil sie anscheinend die Tochter des Todes ist. Und was dieser... Wie heißt er denn jetzt schon wieder? Ich muss Chavez Büro durchsuchen. Ja, Office. Blau. Ach, 2F. Wo bin ich denn jetzt? Observation. Korridor. You are here. Ach, ich bin hier. Okay, das heißt, ich muss jetzt vor und... Okay, ja. Ich muss Chavez Büro durchsuchen. Das ist relativ einfach. Moment. Das ist ja gar nicht Chavez Büro. Ach so, ja, ich habe gedacht, kann es noch ein bisschen mehr untersuchen, aber da haben wir noch einen Plan und da haben wir Stromgenerator. Also welchen Code meinte Anton? Ah, hier. Okay, Chavez. Mal sehen, was du zu verbergen hast. So, also 2, 1, 7, 8. Und Zugriff ich gewährt. bin drin. Tada! Die stellen immer noch Fotokopierer her? Natürlich. Warum denn auch nicht? Oh, wünschte, ich kann die Musik ausmachen. So. Okay. Ja, sieht doch wirklich wunderschön aus in ihrem Büro. Die Frau eines Logikers bringt ein Kind zur Welt. Sie fragt, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Der Logiker sagt, ja. Habe ich nicht verstanden. Habe ich echt nicht verstanden. Habt ihr den verstanden? Also, Was ist das denn? oha. Was ist das Der denn? Ersatzhauptschlüssel für die Virologie. Ich weiß noch, wie ich auch so einen hatte. Und jetzt hast du wieder einen. Damit komme ich durch die Labore. Aber erst muss ich hier alles mitnehmen, was ich nur finden kann. Ja, alles mitlaufen lassen. Na, Diebstahl, nenne ich das. Diebstahl, Kollege. Elizabeth, mir liegen widersprüchliche Berichte zu Ihren Projektdaten vor. Ich hoffe, mein Vertrauen in Sie war nicht unbegründet. Lassen Sie uns ein Treffen nach Dr. Stones Tests ansetzen, um das zu klären. Wenn es sich dabei um das gleiche Projekt handelt, dann weiß der Direktor schon Bescheid. Verdammt. Projekt. Oh, Moment, Cassius F? Wir waren doch erst bei Cassius D, als ich den Stecker gezogen habe. Cassius F, was? Dr. Fright an Dr. Chavez. Pin Feature Mortalität. Dr. Chavez. Die ersten Resultate von Cassius F sind nicht signifikant, anders als die des D-Stammes. Die Infektionsraten innerhalb von 5 Kilometer um Standort 1 sind 82% bei Vögeln und 63% bei Menschen, wobei die Heilungsrate bei 87% bzw. 72% liegt. Allerdings liegt die menschliche Mortalität nach
Cassius auch weiterhin bei 88%. Bei einer gewissen Fehlertoleranz sind diese Daten mit denen von Cassius D vergleichbar und das Ergebnis hier ist besorgniserregend. Ich empfehle das Einfrieren unserer Aktivitäten an Standort 2, bis wir diese Mortalitätsraten senken können. Okay. Einsatz auf Calico Island. Was zur Hölle machen die da bloß? Lukas, wir werden unsere Daten hier entsprechend aktualisieren und uns die mutierte Probe ansehen, die Sie uns geschickt haben. Doch die Arbeiten an Standort 2 auf Calico Island gehen wie geplant weiter. Die 2 Charge-Vögel, die den F-Stamm in sich trägt, ist bereits unterwegs. Und wenn die Mortalität beim Menschen nicht höher als bei Cassius D liegt, besteht kein Anlass zum Einfrieren unserer Aktivitäten. Wow, was machen denn die Virus? Ein Virus erzeugen oder wie? Dr. Ming. Hab Ihre Aufzeichnungen gefunden. Dr. Chavez. Ich habe Ihnen Ihr Audiorekorder unter meinen Akten bei interdisziplinären Studien gefunden. Ihr Büro war abgeschlossen, also habe ich Ihnen in einen freien Spind getan. Und bevor Sie fragen, ich weiß selbst, dass es mich nichts angeht, was Sie da drauf haben. Ja, dich nicht, aber mich schon. So. Da sind... da haben wir noch. Aber das hat Sie auch nicht daran gehindert, das freizugeben, was, Herr Direktor? Okay. Zeit, so viel wie möglich über Projekt Pinfeather rauszukriegen. Handfeste Beweise finden und zum CDC bringen, ohne dass das hier jemand rausbekommt. Wie schwer kann das schon sein? Es muss noch mehr Daten in den Laboren geben. Mit Chavez Keycard komme ich rein. Und das Memo-Headset kann alles speichern. Stimmt. Drücken Sie die Virologie-Labor nach. Aufnahme. Bestimmen Sie Position des Standorts. Finden Sie eine Probe von Cassius F. Finden Sie Daten zur Arbeit an Cassius F. Okay, viel zu tun. Aber zuerst wollte ich das jetzt noch lesen. Elisabeth, ich habe endlich die Zeit gefunden, mir diese Prognose anzusehen. Mir ist noch immer nicht 100% wohl bei dem Gedankenprojekt wiederzubeleben, die wir schon einmal eingestellt haben. Aber wenn Sie wirklich überzeugt sind, Cassius so weit zu verfeinern, dass wir die Heilungsrate steigern und die Mortalitätsraten signifikant senken können, Zitat von Ihnen, dann müssen wir natürlich fortfahren. Projekt Pinfeature ist hiermit genehmigt. Okay. Vergessen Sie nur nicht die Ideale von The Assembly. Das hier ist ein Marathon, kein Sprint. Okay. Eigentlich recht interessant, so in ein Forschungsbüro leben, Forscherbüro, naja, halt hineinzuschauen. Finde ich jetzt echt schon interessant. So, trinken wir noch was. Und dann gehen wir mal raus. Und gehen mal ins erste Büro rein. Also ins erste Labor rein. Interdisziplinäre Studien. Wenn Chavez die Analysen noch an andere Assistenten neben Anton abgegeben hat, dann könnte sich hier drin was finden lassen. Ja, dann wollen wir mal suchen. Hast du ihm immer noch nichts gesagt? Sascha, komm schon. Hey, ich habe eine Nachricht hinterlassen. Hast du deiner unsterblichen Liebe Ausdruck verliehen? Denn das hättest du. Nein, das war nur eine... Er geht, Mike. Der hat andere Sachen im Kopf. Nein, hat er nicht. Ja, ich verzichte. Ich weiß es, du weißt es, alle hier wissen's. Wahrscheinlich verdrehen Kellnerinnen auf dem halben Weg nach Nevada jetzt gerade... Ein Sprachrekorder. General Storage. Okay. Update zu Pinfeather. Wir konnten nicht so viel von Dr. Pearsons ursprünglicher Arbeit retten, wie ich gehofft hatte. Wie auch immer, es war genug, um einen Interimsstamm zu synthetisieren, den ich Cassius F. genannt habe. Morgen werde ich mir die Erlaubnis des Direktors für Tests am lebenden Objekt holen. Tests am lebenden Objekt. Und welche armen Teufel lassen wir denn diesmal über die Klinge springen? Ich weiß schon wen. Ich schnüffle ja nur ungern herum, Leute. Aber ich muss das wissen. Die meint, die kann das sicher machen, obwohl ich's nicht konnte?
Von wegen. Ja, immer dieser Ehrgeiz. Kenntnis nur bei Bedarf. Dr. Sayard, ich kann nur noch einmal wiederholen, wie unangenehm es mir ist, dass Sie Dr. Parsons nicht über unsere Arbeit an Pin-Feature informieren wollen. Seine Qualifikation steht vollkommen außer Frage und seine Hilfe wäre bei der Entwicklung des F-Stamms von unschätzbarem Wert. Bitte überdenken Sie Ihren Standpunkt. Und die Antwort: Kenntnis. Und zu Recht, denn das kommt bei mir gar nicht gut an. Die meint, die kennt meine eigene Arbeit besser als ich? Jonathan, wenn Sie Ihr Gewissen plagt, kann ich ganz einfach auch jemand anderen fragen, mir bei diesem bahnbrechenden Projekt zu assistieren. Und dürfte ich Sie daran erinnern, dass die Ausrottung von H5N1 eigentlich schon Anreiz genug sein sollte? Ja. Meine Entscheidung, PP auf Kenntnis nur bei Bedarf zu setzen, hat die volle Unterstützung des Direktors. Nach Indonesien hat sich Dr. Parsons ganz klar dahingehend geäußert, dass für ihn eine Weiterentwicklung von Cassius außer Frage stünde. Ja. Wer hätte das gedacht? Augensprühung, Ordner, die einfach da sind. Auch da ist nichts. Also cool ist, dass du wirklich alle Schränke aufmachen kannst, oder die meisten zumindest. Und hier quasi als kleiner Labordetektiv hantiert, dass du da einfach so Cassius D, Cassius F. Boah. Was haben die bloß mit Cassius angestellt? Chevesto Miststück. Cool, alles noch auf Deutsch. Erwägung, kulturelles Wachstum, Bevölkerungsdichte, Folienvergrößerung, das kann ich nicht lesen, ohne Scheiß. Pumat Quadrat, Wärme Nufwanzit, boah, hallo? Größere Widerstand gegen Vektalbe, Lebensspanne, Cassius D, weniger anfällig für Pansitten, keine Ahnung was das ist. Schnelleres Wachstumsprofil, verbesserte Reaktion auf das Signallaufwerk oder Netzwerk, so. Quartierziele, Modelle Anmerkung BH5O1. Ich kann mit den Formeln zwar absolut nichts anfangen, aber ne, ist Chemie. So, okay, außenrum sind wir durch. Jetzt gehen wir ins Labor rein. Leer. Nun, Proben da drin zurückzulassen wäre auch nicht gut. Ja. Also alle, die jetzt zuschauen und Chemiker sind, die kennen die ganzen Sachen, ich absolut gar nicht. Aber ich lerne sie gern kennen. Oh. Moment. Das ist nicht meine Arbeit zu Cassius D. Das ist neu. Dann muss das also der Cassius F-Stamm sein. Das ist der F, ja. Boah, sieht der ekelhaft aus, ey. Liebe Chemiker, wie könnt ihr nur mit dem arbeiten? Wie lange hast du das von mir verborgen, Cheves? Lange genug, um dass du nichts davon merken konntest. Viren, Pathogene, Toxine, ja, das Übliche. Ja, brauchen wir alles nichts. Auch da nichts. Ah, nochmal. Ja. Verdammt, das ist definitiv meine alte Arbeit an Cassius D. Was ist Cassius? Irgendeine Krankheit hier oder so. Großer Gott. Die testen Cassius F an lebenden Vögeln. Ja, sehe ich auch so. Unglaublich. Cheves hat Arbeit wiederbelebt, die ich bereits beerdigt hatte und sie dann weiterentwickelt.
Der nächste Schritt müssen Tests am lebenden Objekt sein. Ich muss zu lebendige Objekte. Also hier hat Pinfeather seinen Anfang genommen. Vielleicht komme ich jetzt bei lebendige Objekte oder Botanik weiter. Lebendige Objekte oder Botanik. Hey, ich bin's, Ming. Ist da jemand? Hallo? Verdammt. Falls jemand das hier hört, ich versuche gerade rauszufinden, wo Larsens Ausgangskarte gelandet ist. Bitte melden. Typisch für die chaotische Ming. Die sollte ihre Notizen mit denen von Anton vergleichen. Okay, die sucht was. Ach komm jetzt. Na gut, alles kannst du ja auch nicht betätigen, aber... Durch zur Bakteriologie. Da gibt's nichts für mich. Hier dreht sich alles darum, was in der Virologie läuft. Ist ja okay. Ach, ja. Scheint so, als hätten alle damit zu tun, auf Dr. Stones nächsten Test zu warten. Gut. Ja, finde ich gut. Habe ich meine Ruhe. So. Eine Karte hilft mir bei der Tür nicht weiter. Ich brauche den Code. Bensons Büro, aber sie ist Pflanzenvirologin. Für Chavez dürfte sie kaum eine Rolle spielen. Ja, das ist allerdings wahr. So. Nur ein Abstellraum. Ja, aber auch da könnten eventuell Vogelfutter. Verschlossen. Vielleicht kommt man da nur von Bensons Büro aus rein. Vielleicht auch nicht. Qin Shang Wu, die First Lady der Physik. Nix Wu, nix Chaos, nix Standardmodell. Okay. Botanik. Larsen, jetzt sag nicht, du steckst da auch mit drin. Wir werden es rausfinden. Oh. Greg, was bist du doch für ein Schlingel? Lieferungen von Genmais zu sabotieren, um dann deinen eigenen Stamm rauszubringen. Ja, da sieht man wieder, wie hinterhältig die Leute da Lea, sind. ich muss eine Probe finden. Ach nö. Das muss das sein, woran Larsen gerade arbeitet. Sollte ich mir mal genauer ansehen. Eigentlich nicht. Wer bist du Ab eigentlich? unter das Mikroskop. Wer bist du eigentlich, lieber Coulson? Probe ist drin. 3D-Visualisierungsmodus aktiviert. Aber echt cool gemacht, die Animation und so weiter von dem Spiel. Schauen wir mal nach. Unglaublich. Nur eine normale Pflanzenzelle. Keinerlei Verbindung zu Pinfeather. Nö, das ist sowas von langweilig. Nix. Und das kann doch nicht schon alles sein. Unglaublich, was die für was alles erforscht wird. Hey, unglaublich. Das ist echt interessant, diesen Einblick zu haben. Irgendeine Art von Pflanzenzelle. Hat nichts mit Pinfeather zu tun. Ne, sieht auch gar nicht wirklich so gefährlich aus. Jetzt trocknet gerade nichts. Tja. Oh. Oh, hey, Greg. Ich bin's, Dr. Benson. Ich meine, Sasha. Sasha Benson. Ich hatte gehofft, Sie zu erreichen, bevor... Ich bin zu spät dran. Wahrscheinlich sind Sie schon weg. Viel Glück bei allem und passen Sie auf sich auf. Und melden Sie sich mal. Bei allen, meine ich. Das wäre toll. Okay, bis dann. Ja, richtig im Aus. Manchmal frage ich mich, ob die jemals mit irgendeinem anderen Menschen geredet haben. Wahrscheinlich nicht. George Washington Carver. Von der Sklaverei nach Tuskegee. Und unterwegs nochmal eben die Landwirtschaft revolutioniert. Okay. Wusste ich gar nicht. Dr. Larsen. Ah, Hey. Romeo und Julia von The Assembly. Und jetzt geht Larsen. Hey, ich möchte ein paar
Pralinen für Sascha in ihrem Büro lassen. Weißt du vielleicht ihren Code? Oh. Gefallen. Mein Gott nochmal. Craig, kannst du ihr die Dinge nicht einfach selbst geben? Ich kann nicht fassen, dass du das wirklich einen Tag vor deinem Abgang so bringst. Der Code lautet 5402 und jetzt red gefälligst mit ihr. 5402. Erledigt, danke für den Code. Ich habe ihr nichts dazu geschrieben. Falls sie also fragen sollte, von wem die sind, kannst du es ihr ja dann sagen. Mann, ist das ein Feigling. Nur stinknormaler Kram. Nichts zu Pinfeather. Wir möchten alle neue Ankömmlinge daran erinnern, dass Live-Übertragung der Initiationstests nur zu dienstlichen Zwecken stattfindet. Glücksspiele ist in allen Formen im Bunker strengstens untersagt. Jo, okay. 5402. Scheiße, falscher Knopf. Shit. Entschuldigung. Okay, 5402. Oh. Und was kann das hier nur sein? Er hat also eine Nachricht geschrieben. Nur hat er sie nicht bei den Pralinen gelassen. I love you. Sascha, also ja. Ich könnte den ja für ihn in Bensons Büro legen. Ja, könnte ich, ne? Für einen Kollegen, so ein Kollege bin ich, oder? So. Müsste ich nur noch mal wissen, wo Bensons Büro ist. 2B. 2B ist... Wo ist 2B? 2B müsste... Ach, die sind ja angeschrieben. Cool. 5402. Sesam, öffne dich. Zum Glück habe ich Bensons Büro. Ist eine Weile her, dass ich hier drin war. Post von zu Hause mitnehmen? Nein. Bin mir ziemlich sicher, dass das Schild da nicht bedeutet, dass man hier rauchen kann, Benson. Was ist das denn? Hoppla. Saschas neueste Pflanzenmedizin hat den Virus erledigt. Nur leider auch die Bienenpopulation vor Ort. Tja, kann passieren, ne? Ein wenig leichte Lektüre. Wozu sie das wohl braucht? Nein, weitersuchen. Und nach was suche ich eigentlich? Was? Unglaublich, dass der einfach so ungeschadet hier rumschnüffeln kann, ohne dass irgendwer kommt. Na gut, die sind alle mit den Tests beschäftigt. Ja, oh jetzt. Die Musik macht mir Angst. Macht mich Angst. Prafula Chandra Ray. Genialer Geschäftsmann, genialer Chemiker, genialer Lehrer. Gut. Genial. Kenne ich nicht. Das sind also die Pralinen von Larsen. Wenn ich jetzt seinen Liebesbrief dazulege. Die beiden können einfach jede Hilfe brauchen. Das ist wahr. Das ist wahr. Das ist ein Schreibtisch ohne Schubladen. Na gut. Die Zeit bleibt auch stehen. Das ist auch immer nicht schlecht. Ergebnisse für Angiosperme. Ja, das ist Pflanzenvirologie. Hat nichts mit dem zu tun, was Chavez vorhat. Hä? Da steht doch gar nichts drauf, Kollege. Hey, Dr. Sascha? Ich bin's, Greg. Greg Larsen. Ich bin vorbeigekommen, um mich zu verabschieden, aber Sie waren nicht am Platz. Ich wollte Ihnen nur noch mal sagen, wie toll es ist, mit Ihnen hier zu arbeiten. Ich werde Sie vermissen. Und alle anderen. Also dann, viel Glück. Bei allem. Hier spricht übrigens Greg. Habe ich das schon gesagt? Ja. Bis dann. Keine Sorge, Leute. Ich passe auf euch auf. Oh, ist der verliebt. Wie süß. Dr. Benson an Dr. Howard. Zu spät. Zu spät? Ich denke, ich habe meine letzte Chance verpasst. Ich war in seinem Zimmer und in seinem Labor, doch ich kann ihn nicht mehr finden. Nicht finden.
ist er früher gegangen? Was bin ich doch für eine dumme Kuh? Was? Um was geht's denn hier? Ihr habt doch jeweils die Handynummer des anderen, oder? Ja, du bist eine dumme Kuh, weil du so lange gewartet hast. Aber schick ihm doch eine SMS oder so. Dr. Larsen an Dr. Benson. Lebe wohl. Ich wollte Ihnen nur nochmal sagen, wie toll es war, mit Ihnen hier zu arbeiten. Sie sind eine große Wissenschaftlerin und haben einen brillanten Verstand. Ich bin sicher, Sie werden auch weiterhin hervorragende Arbeit leisten. Ihr Freund Greg. Oh, süß. Mann! Junge, da hättest du mehr rausmachen müssen. Über den Schatten springen und die Liebe zu ihr gestehen. Aber, na, da habe ich dir ja geholfen. Ah, okay. So. Bestimmen Sie die Position des Standorts. Finden Sie eine Probe von... Die habe ich, glaube ich, jetzt gemacht, aber bestimmen Sie die Position des Standorts. Irgendwo in diesen Labors muss es doch mehr über dieses Projekt Pinfeather geben. Live Samples. Ah, Live Samples. 2E. 2A, 2I. Genau, Doc. Schön warten lassen. Da. Lebendige Objekte. Ich hoffe wirklich sehr, dass die nicht schon den neuen Cassius-Stamm an lebendigen Objekten ausprobieren. Ich dachte, da wäre ich schon drin gewesen wegen dem. Kann ich nicht durch. Vor allem, ich habe keine Ahnung, was dieser Cassius... Hier ist nichts. Cassius da macht eigentlich. Schon wieder lesen. So, was wir hier lesen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss, ciao, ciao.